wunderschönen Grüezi Morgen. Es ist Start von Tag 3. Es ist genau 8 Uhr am Morgen jetzt, also Schweizer Zeit 7 Uhr am Morgen. Ja, wir sind jetzt schon da, wenn wir um Viertel ab 8 Uhr in den Bus einsteigen, um zu unserem Ausflug zu kommen. Ich war zum Morgenessen, aber wieder einen Kaffee drücken, weil es ist echt ein bisschen früh. Weil wir gehen erst um 9:30 zu Nacht essen. Ich bin erst etwa um 11:30 mal im Zimmer sein. Heisst, ich habe etwa 7,5 Stunden geschlafen, wenn überhaupt. Ja. Wir sind jetzt hier in Agustoli. Oh, warte. Ich bin voll drauf gekommen. Wir sind hier in Agustoli, Griechenland. What the fuck? Einfach so ein Boje. Zum Schiff haben wir Wasser raus. Ja, wir sind jetzt hier in Agustoli. Wir gehen jetzt hier, glaube ich, Grotten anschauen und so. Müsste noch cool sein. Ja. Dann gehen wir doch mal schauen, weil ich muss jetzt ein bisschen vorwärts machen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder in Agustoli innen. Zum Morgen! Kaffee, das ist jetzt absolut nötig nach dem Morgen. Geht noch ein bisschen Schiffli. So, stehen jetzt hier in der Schlange. Es hat mega viele Leute. Ja. Die Höhle anschauen. Vielleicht wirst du wieder zum Team. So. Schön haben sie es da. Das Grüppli beieinander, das Chörli. Ich mache mal ein Selfie. Krass, einfach eine Höhle. Ich habe gesagt, so ist um. Krass. 39 Meter tief drin. Aber schau mal. Was 39 Meter tief? Mega super Wasser da. Der will zeigen, wie kalt das ist. Ja, aber es ist nicht so schön wie das Wasser. Krass, ja. Stonies. So komm schon. We are 6, altogether 6. Dubi. Wow. Baby Tübli. Cool, Papi. Baby-Tübli. Geht Richtung Höhle runter. Es geht noch weiter runter. Wow. Krass. Aber sehr kühl, 18 Grad. Ja. Riesige Höhle. Das Krasse ist, die Höhle ist 150 Millionen Jahre alt. Und so eine hat 1 cm alle 100 Jahre. Krass. Wieder so ein Höhlenteil, das bin nicht ich lichter. Nein, gut. Boah, eine riesige Halle. Kann da normal zoomen? Ja, es ist grusig. So ist bessere Qualität. So, vorher war im Bus extrem warm. Es hat jetzt keine sehr Klimaanlage geflickt. Schauen wir mal, ob er das wirklich im Griff hat. Ich glaube nämlich weniger. So, technische Schwierigkeiten. Mit dem Klimaanlageproblem. Aber ich sage, wenn das nur die Luft so bläst und so kühl und man schwitzt, dann kühlt es einem schon ab. Aber irgendwie will er das jetzt flicken und wir stehen da und warten. Nice. So, wir haben es geklickt. Wahrscheinlich war das Ventil. Ja, Anfall gebracht. Jetzt ist es gut. Jetzt kommt es wieder kalt. Also das war die Dorerati-Höhle. Wow. Mega laut.
Tecnologia. The rich and the wealth persons. Ships. Es geht wieder los. Wow, das ist ein Riesending. Das ist sicher. Die ist gut 1 Meter groß. So, kurze Zwischenverpflegung. Schon wieder unterwegs. Fahren. Ich habe zwar schon gegessen, aber lange nicht. So, das ich schon mal erzählt habe. Es sollte jetzt hier der dunkelste Ort auf dieser Kreuzfahrt sein. Es sollte mega viele Sterne sehen. Wir sollten das Licht abschalten, haben sie gesagt. Und dann mal schauen, wie viel das wir sehen und wie viel das ihr seht auf dem Video. Aber bis jetzt sehen wir noch nicht viel. Ist einfach schade. Also, wie Sie sehen, dort ist ein Stern. Einer. Und dort ist noch einer. Das ist der Mond, der ist sicher schwer hell. Aber sonst sehen wir nicht viel. Ernüchternd. So, blendet zwar extrem, aber ich will das Video schnell machen. Ich muss es hier rausfilmen, es sieht so nice aus. Wenn du einfach so voll über das Meer siehst und der Mond leuchtet mega hell. Aber ich muss wahrscheinlich wieder abschalten, dass das Licht umbrennt. Probieren wir mit und sonst mache ich noch eine Runde. Das ist zäh. So, einen wunderschönen GC, guten Morgen, was auch immer, wenn ihr auch... der kommt erst morgen. Wir sind wieder auf dem Meer. Weit und breit gar nicht. Wir sind jetzt irgendwo in Richtung Kroatien unterwegs. Wir haben einen relativ hohen Wellengang, vielleicht sieht man es hier. Schon ein bisschen mehr Wellen als sonst. Du merkst es an das schwankende Licht. Und wir gehen schnell rein, weil ich muss schon etwas erzählen. So, heute Morgen erster Fail passiert. Ich muss hier schnell putzen. Erster Fail passiert. Wir sind gestern in Griechenland. Griechenland 1 Stunde voraus. Gut. Ich gestern gedacht, ja komm, ich habe die Tourzeit selber eingestellt, also eine Stunde vorgestellt. Ich tue wieder auf automatisch, weil wir fahren ja über. Also wird es ja wieder umstellen die Nacht. Gut. Ich habe heute Morgen den Wecker auf die 9 Uhr gestellt, weil bis 9:30 Uhr geht es zum Morgen. Gut. Aufgestanden, runtergegangen. Zum Morgen esse ich so easy, ja. Gut. Gibt noch zum Morgen. Das war etwa 8:45 Uhr. Dann habe ich so essen. So 20:09, 9:30, 9:45. Ich so, okay, da kommen immer noch Leute. Ich laufe so raus, sehe ich so an der Borduhr. Ah, es ist erst 8:40 Uhr. Okay, gut. Haben wir dann von einer Stunde mehr? Ja. Heute geht es jetzt auf Dubrovnik, heisst es, glaube ich. Könnt dort mal in die Stadt schauen, heute mal keine Führung. Und dann mal schauen, was wird. Ich schneide jetzt den ersten Teil vom Vlog. Guten Morgen! Also hier noch etwas anderes, was ich schon lange zeigen wollte, aber ich habe es immer vergessen. Das ist das WC. Und das WC ist nicht wie ein normales WC, das WC ist wie in einem Flugzeug. Und ich lege jetzt das Mikrofon her und dann hört ihr mal, wie das tönt. Das könnt ihr euch vorstellen, so um 12:30 am Morgen, wenn man da spült, sorry meine Hand, wenn man da spült, hat man alle Gehörschaden. Wow. So, Dubrovnik angekommen. Mega schön da. Schön. Schön. Ja, jetzt gehe ich gut schmieden gehen. Irgendetwas Kleines schnell essen.
Ich habe bis jetzt nur zum Morgen gehabt und wir kommen erst um 7:30 wieder aufs Schiff. So ungefähr. Ich bin müde. Ich habe scheiße geschlafen. Ja, ich glaube, wir gehen mal schauen, ob es noch etwas Kleines zu essen gibt. Und dann gehen wir mal schauen. Wow, ich glaube, es windet viel zu fest, dass man mich hört. Ausfahren! So, wir gehen in die Altstadt hier, da sehe ich, da so rein, schauen. Irgendwie 1000 Stege oder so, keine Ahnung, was noch nicht gesehen. Schauen wir mal. Riesenburg. Kann mal schauen. Wow! Schon noch krass. Das ist eine kleine Straße hier. Aber mega schön windig, schön angenehm. Also da fehlt irgendetwas. Es ist gerade durchgelaufen. Da oben auf Schnaufen. Aber es sieht schön aus. Ich habe noch vergessen zu erzählen. Vorher waren wir mit dem Bus unterwegs und sind wir in die falsche Richtung gefahren, dann sind wir ausgestiegen. Dann sind wir auf die andere Seite, dann hat es an dieser Bushaltestelle keine Tafel, nichts gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja gut, wir warten mal. Dann habe ich gesagt, komm, ich laufe mal vorne, vielleicht hat es da vorne eine. So voll weg liegt der Brüder. Dann sagt mir, ja, du musst laufen, der Bus kommt. Ich habe nicht gewusst, dass ich so schnell säckeln kann. Oder dass ich so schnell säckeln mag. Aber ja, säckeln, ich habe geschwitzt. Zum Glück hatte ich Wasser dabei. Gut, schauen wir weiter. Pizza! Tubi. Wow! Aber es windet schon wieder mega. Man hört es. Die ganze Zeit. Man merkt, wir sind wieder in Kroatien. Es hat wieder so Gummientchen. Es ist scheinbar etwas Spezielles hier. Es sind irgendwie alle dort durchkreisen und die Wand anlängen. Aber das ist recht gruselig, glaube ich. Porsche! Wow! Ah, da siehst du jetzt die Burg nochmal. Ah, dort ist noch etwas. Wow! Absoluter Untermensch. Nein, ich schwöre, der solltest du gerade auf den Grind schiessen. Flugi. Wow. Das ist die alte Stadt, wo wir vorher waren. Mega Aussicht. Und windig ist es. So, schnell kurzer Fakt. Das ist Montenegro, das ist Bosnien, das ist auch Waldbrand. Ja, scheinbar seit 10 Tagen sind sie dran. Er weiß jetzt auch nicht, ob es vielleicht noch Krieg oder so ist. Aber ja, danke. Ja, schauen wir mal. Aber es sieht geil aus hier. Das ist wirklich nice. Mit der Insel und alles. Die Altstadt, tipptopp. Hoppla. So. Das war mal eine Pasta-Fabrik. Sieht man, oder? Die sind gestern noch produziert. Knapp. Ah, ist nicht sehr grosser Fluss. So, hier kann man sogar noch gumpen, aber das wird heute nicht. So, da sieht man die Brücke nochmal. Die grosse. Da ist so ein Schiffchen. Schön da, schön. Die Brücke ist 125 Meter hoch. Und bevor sie die kennen, sie glaube 90 Kilometer müssen rundherum fahren, bis sie überhaupt auf die andere Seite kommen. Das ist vielleicht schon noch gut, haben sie es gemacht. So, haben wir jetzt entschieden, ich laufe jetzt noch eine halbe Stunde über die Brücke hier. Über die Brücke hier, falls man es nicht gehört hat, zum Schiff runter. Weil ich will mich noch ein bisschen bewegen. Ich bin viel zu früh auf dem Schiff und weiss nicht, was machen. Darum machen wir jetzt da. Das habe ich alle gehört. Es windet. Und dann nicht gerade wenig. Aber egal. Es sieht schon schön aus da. We go. Trip.
Ah, ist noch lässig da. Aber ich bin wahrscheinlich viel schneller als eine halbe Stunde dort. Weil ich bin schon auf dem Weg runter. Ja. Aber es ist auch noch cool, hier ein bisschen rumwandern. Sollte ich mehr machen. Völlig am Sidequesten hier. Noch kurz Schnecktime. Geil. Scheiben ist zwar vertöpfelt, aber egal. So, tätschen uns nochmal ein Schnitzel rein mit so einem Pizzabrötchen. Jetzt habe ich mich wirklich ganz kurz selber verwirrt, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo ich bin. Ey, ich habe nicht gewusst, ob ich hinten, vorne bin. Ich bin sogar an meinem Zimmer vorbeigelaufen. Ja. Ich glaube, das war es mit dem Teil mit Tag 4 und 5, glaube ich. Ja. Ich hoffe, er hat Spass daran. Ich hoffe, er hat das gefühlt. Keine Ahnung, man, das kann ich uns hier erzählen. Als ob jemand so lange schaut. Und sonst könnt ihr gerne in den Kommentaren schauen, wenn ihr fertig geschaut habt. Weil dann weiss ich, dass ihr bis dahin geschaut habt. Auf jeden Fall, sehr gespannt auf die nächsten 2 Tage. Die werden sicher auch noch gut. Morgen wird es ein spezielles Ablegen geben vom Schiff. Aber das werdet ihr sicher sehen. Okay, bis dann.